Zeitungen sind auch alle voll davon. Von was? Vom Prozess, denk. Wieso habe ich eigentlich auch eine Vorladung bekommen? Ja, das Zeugen denken, oder? Das steht ja in der Vorladung. Aber was soll ich als Zeuge? Das weiss ich auch nicht. Ich bin ja nicht dabei gewesen. Und wenn ich dabei gewesen wäre, wäre es nicht passiert. Mir ist einfach heute noch rätselhaft, warum du das gemacht hast. Du hast doch eine rechte Erziehung gehabt. Du hast deine Eltern, du hast es Zuhause. Du hättest ins Gimmi, wenn du wirklich hättest wollen. Ja, dass so Verschupfte und Verwahrloste auf solche Ideen kommen, das verstehe ich ja noch. Aber du, Ueli... Schau, alles, was ihr Jungen mit eurer Demonstriererei und mit eurer Rebelliererei erreicht, ist das, dass ihr die Eltern gegen euch aufbringt. Ich begreife ja zur Not noch, dass ihr endlich mal euer Jugendhaus wollt, dass ihr unter euch sein wollt, dass ihr... Aber wir leben doch in einer Demokratie. Bei uns hat doch jeder Bürger die Möglichkeit, auf legalem Weg zu seiner Sache zu kommen. So, meinst du? Und dann meine ich, dass das, was du dir die Schulden geholt hast, das ist wirklich kriminell. Du musst mir jetzt nicht schon wieder die Leviten lesen. Eine Stunde vor der Gerichtsverhandlung. Ich will ja nur, dass er auch mich versteht. Dass er endlich einsieht, dass er mit solchen Affären uns allen noch schadet. Wie stehe ich jetzt da, zum Beispiel im Büro? Ja, da heisst dann noch gleich mal, unsere Eis sei da nicht unschuldig. Man schaue halt nicht zu den Kindern. Man liefere die eigenen Söhne diesen gewalttätigen Revoluzer aus. Verstehst denn das nicht, Ueli? Ich will dir ja nur helfen. Aber ich sehe immer deutlicher, du willst dir ja gar nicht helfen lassen. Ihr Jungen meinen, ihr hättet den Schlüssel zum Glück in der Hand. Alles Illusionen. Das haben wir auch mal gemeint, wo wir noch jung waren. Und auch wir hätten viel Blödsinn nicht gemacht, wenn wir auf die Eltern gehört hätten. Hört, es ist Zeit. Ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Wir verhandeln heute in der Sache. Der Anklagte hat aufzustehen. Herr Schwertfeger, tun Sie endlich aufstehen. Warum muss ich aufstehen? Stehen Sie jetzt auf und stellen Sie keine dumme Frage. Das ist keine dumme Frage. Warum muss ich aufstehen? Sie sitzen ja auch. Ich bin der Vorsitzende von dem Gericht und Sie sind der Anklagte. Ja, und? Was ist das für ein Unterschied? Ruhe! Ruhe dort hinten! Ich mache darauf aufmerksam, dass sich Zuschauer jeder Kundgebung ob für oder gegen den Anklagten zu unterlassen haben. Ich müsste sonst den Saal räumen lassen. Also, Herr Schwertfeger. Und was passiert, Herr Präsident, wenn ich nicht aufstehe? Können Sie dann nicht gegen mich verhandeln? Wir belegen Sie mit einer Ordnungsstrafe, vertagen die Verhandlung auf unbestimmte Zeit. Ja, dann stehe ich halt auf. Sie sind der Ueli Schwertfeger? Ja. Geboren am 5. Juli 1951, wohnhaft bei den Eltern, Winkel, Riedstraße 7. Ja. Sie wissen, warum Sie heute bei uns sind? Nein. Ja, Sie haben doch die Anklageschrift bekommen. Ja, selbst schon. Und hoffentlich auch gelesen. Selbst nicht. Warum nicht? Ja, weil es mich nicht interessiert. Herr Präsident, ich habe die Anklage selbstverständlich mit meinem Mandant gründlich durchgenommen. Wir wollen gleich auf Nummer sicher gehen, Herr Verteidiger. Herr Gerichtsschreiber, bitte lesen Sie dem Anklagten die Anklageschrift vor. Ja. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beantragt dem Bezirksgericht... Ja, lesen Sie nur den Tatbestand und Begründung. Gibt der Angeschuldigte zu, in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober 1969 um ca. 4 Uhr zusammen mit seinem Freund Willi Knecht beim Haus Nummer 31 in der Hofackerstraße dem Polizeigefreiten Albert Wiederkehr aufgelauert zu haben. Als der Polizeigefreite Albert Wiederkehr morgens gegen 4 Uhr von seinem Nachtdienst heimkehrte, wurde er von dem Angeschuldigten von rückwärts angegriffen und mit einem Gummiknüppel so heftig geschlagen, dass er einen Schwartenriss auf dem Kopf erlitt. Da dem Überfallenen das Blut über das Gesicht lief und in die Augen, war er nicht fähig, den Angreifer zu stellen. Aber er hörte, wie der Freund des Angeschuldigten sagte, »Gib ihm«, worauf Ueli Schwertfeger antwortete, »Das sötti lange«. Dadurch konnte er den Angreifer identifizieren und er erstattete am nächsten Tag Anzeige. Der Angeschuldigte war von Anfang an geständig. Ja, das dürfte lange. Ja. Jetzt wissen Sie hoffentlich, warum Sie heute bei uns sind. Ja, selbst schon. Sie haben in der Untersuchung alles zugegeben. Sind Sie auch heute noch geständig? Klar habe ich den Schmierlappen abgeschlagen. Achtung, Herr Schwertfeger, ich muss Sie da verwarnen.
Wir reden da nicht von einem Schmierlappen, sondern von einem Polizeigefreiten. Sie sind da in einem Gerichtssaal und nicht da der Riviera, wie Sie sagen. Und Sie reden mit Richter und nicht mit Rocker. Ich bin kein Rocker. Ja, über das reden wir dann später. Sagen Sie mal, Herr Schwertfeger. Sie sind doch in rechten Verhältnissen aufgewachsen. Ich verstehe die Frage nicht. Was haben Sie für Schulen besucht? Ja, ich bin 6 Jahre bei Marschwurz, 2 Jahre in Zeck und da hätte ich ein Gimmi machen. Was heisst, hätte ich sollen? Ja, das ist so, also nach dem ersten Jahr. Ja, das heisst, ich bin einfach hocken geblieben. Sie hätten müssen repetieren. Ja, und da hat der Vater gefunden, es sei gescheiter, wenn ich lehre mich. Und was für eine Lehre machen Sie jetzt? Bürogummi. Sie machen also eine kaufmännische Lehre. Hätten Sie eigentlich lieber das Gimmi gemacht? Weiss nicht. In der Primar- und dann in der Sekundarschule. Sind Sie ein guter Schüler gewesen? Eher mittelmäßig. Warum meinen Sie, haben Sie auf dem Gimmi versagt? Es hat mir einfach gestunken. Ich habe zu wenig geschafft. Sind Sie nicht ein bisschen viel fort gewesen an den Abenden? Ja, ist jemand ausgegangen? Ins Kino? Nein, ins Gräschaut. Gräschaut? Ja, aber was ist das? Das ist ein Lokal, wo sie Beatmusik machen. Sie haben gern Beatmusik. Das ist für mich die einzige Musik. Das heisst Blues und Underground, das habe ich auch noch Ja, gehört. haben Ihre Eltern Sie einfach gehen? Ja, die Mutter hat schon etwas gelernt, aber der Älteste der hat nichts gesagt. Er war auch nicht viel daheim. Sie meinen den ältesten Brüder? Nein, der Vater. Sie sind einziges Kind. Ja, ich habe noch eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Geschwistern? Ja, ist nur recht. Und wie sehen Sie Ihre Eltern? Durchschnitt. Ja, was heisst denn das wieder? So wie alle, oder? Ein bisschen bünzlig, ein bisschen gewöhnlich. Einfach so, oder? Wie stehen Sie zu Ihrem Vater? Haben Sie viel Streit mit Ihrem Vater? Er ist ja nie daheim. Und wie stehen Sie zu Ihrer Mutter? Ich sage nicht viel. Wie viel Sackgeld haben Sie im Monat? 50 Steine? Ist das nicht ein bisschen viel? Nein. Ja, was macht Sie denn mit dem vielen Geld? Ich kaufe mir jeden Monat eine LP. Was ist das? Eine Langspielplatte. Aha. Und in der Lehre geht's gut? Schon recht. Gefällt Ihnen? Nicht gerade. Ja, was gefällt Ihnen nicht? Ist ja doch alles ziemlich beschissen. Ja, Sie interessieren sich auch für Politik. Ja. Machen Sie noch jemand aktiv mit? Nicht in einer Partei. Ja, ja, aber zum Beispiel bei den Atomwaffengegnern. Ja, und bei den Autonomen. Aha. Das sind die ein autonomes Jugendzentrum wollen. Hm? Ja. Können Sie mir sagen, warum ihr so ein autonomes Jugendzentrum wollt? Weil wir alt und gescheit genug sind. Wir wollen alleine sein. Die Alten schiessen uns an. Ja, sagen Sie, was haben Sie eigentlich gegen die Alten? Ja, die sind an allem schuld. An was allem? Ich kann nicht mehr sagen. Allem. Krieg, Hunger, Zuchthäuser und so. Ja, also gehen wir einen Schritt weiter. Wie wir aus den Untersuchungsakten entnehmen können, hat die ganze Geschichte am 29. Juni 1968 angefangen. Sie sind also auch unter den Demonstranten, die das Globus-Provisorium stürmen wollten. Wir wollten nichts stürmen. Wir wollten eigentlich ganz friedlich demonstrieren. Für ein autonomes Jugendzentrum. Ja, Erzählen Sie uns doch einmal, wie Sie das Abend erlebt haben. das ist schnell erzählt. Also, am Nachmittag bin ich so gegen die 3 an die Riviera runter. Ein Teil meiner Kollegen war schon da. Und dann habe ich gehört, dass wir eigentlich nicht demonstrieren wollen. Das heisst, nicht vor dem Globus, sondern wir wollen eigentlich auf dem 6-Leute-Platz ein Altersheim für die Jugend bauen. Das heisst natürlich nur so Hütten aus Brettern und so. Und dann sind die vom Komitee gekommen und haben gesagt, die Demonstration werde gleich abgehalten. Ja, weil wir Flugblätter verteilt haben und die Demonstration nicht abstoppen können. Und dann, ja, und darum sind wir dann alle so gegen die 6 zum Zentral runter und dann ist es halt gleich mal losgegangen. Ja, den Rest wissen Sie ja alle. Haben Sie sich nicht in ein Handgemenge eingeladen mit den Polizisten im Verlauf des Abends? Ja, ich wollte zu einem von diesen Höheren führen und sagen, sollen doch endlich mal aufhören mit dem Wasserspritzen, wir gingen ja. Aber in dem Moment, wo ich über die Abschrankung rein sind sie auf mich los und haben mich verschlagen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber die anderen waren stärker. Und dann bin ich schliesslich auch wieder im berüchtigten Keller unten gelandet. Nachher haben sie mich noch ins Gefängnis geholt. Sind Sie im Keller misshandelt worden? Ich konnte mich ja nicht wehren. Gehen wir weiter. Herr Präsident, ich hätte gerne noch eine Frage gestellt. Bitte, Herr Verteidiger. Herr Schwertfeger, haben Sie, wo Sie im Globuskeller gelandet sind, beobachtet, wie andere geschlagen worden sind? Massenhaft.
Haben Sie die Polizisten, die geschlagen haben, wieder erkennen können später? Der eine, auf alle Fälle. Und wo man euch auf die Hauptwache gebracht hat, haben ihr nochmal Schläge bekommen? Also ich glaube, die Frage gehört wirklich nicht zur Sache, Herr Verteidiger. Herr Schwertfeger, wann haben Sie Strafanklage gegen den Polizist, den Sie angeblich verprügelt haben? Angeblich ist gut. Ich bin am gleichen Sonntag zu unserem Doktor und der hat festgestellt, dass ich eine mittelschwere Hirnerschütterung habe und blutunterlaufende Striemen auf dem Rücken. Ja, das Arztzeugnis liegt bei den Akten. Wie haben Sie dann den Polizist wieder erkennen? Ja, solche Gesichter vergisst man nicht so schnell. Ja, Sie haben ihn doch aufgrund von einer Foto identifiziert. Ja? Eben. Das Foto liegt also auch bei unseren Akten. Und ich muss schon sagen, es braucht ein bisschen viel Fantasie. Ja, ich weiss schon, dass ihr alle unter einer Decke steckt. Jawohl! Genau! Ruhe! Ruhe, habe ich gesagt! Also noch einmal und ich lasse euch rausgehen. Wir befinden uns hier in einem Gerichtssaal und nicht an einer Demonstration. Also, gehen wir weiter. Der polizeigefreite Wiederkehr ist dann also freigesprochen worden. Ja. Und dann haben Sie den Vorsatz gefasst, Selbstjustiz auszuüben. Ich habe mir einfach gesagt, wie du mir, so ich dir. Und Sie sind immer absolut sicher gewesen, dass Sie vom polizeigefreiten Wiederkehr verprügelt worden sind. Das Gesicht vergisst sich meiner Lebtung nicht mehr. Und jetzt erst recht nicht mehr. Was wollen Sie mit dem sagen? Wie der vor dem Gericht gelogen hat. Das hätten Sie sollen sehen und hören. Der starke Mann, der einen jungen Bursch mit dem Knüppel verprügelt, hat nicht einmal den Mund dazu zu stehen. Aber sagen Sie mal, finden Sie nicht, das sei ein Widerspruch? Ich meine, auf der einen Seite sind Sie gegen jede Gewalt. Mit Recht, möchte ich sagen. Und auf der anderen Seite gehen ausgerechnet Sie an und verprügeln einen Mensch. Ja, mehr, Sie überfallen den hinterrückslich. Wenn aber anders nicht zu seinem Recht kommt. Das kann doch nicht jeder Bürger von sich aus entscheiden, was Recht ist und was Unrecht. Finden Sie es dann recht, wenn die Polizei wehrlose Demonstranten zusammenschlägt? Also so wehrlos, wie Sie es heute darstellen wollen, sind ihr alle miteinander gewesen. Und im Übrigen hat die Polizei eine ganz klare Aufgabe gehabt. Und die hat geheissen, sie müsse verhindern, dass Demonstranten ins Globusgebäude eindringen. Ihr habt angefangen. Wären Sie, Herr Schwertfeger, am selben Samstag wie andere anständige junge Posten daheim geblieben, wären Sie auch nicht in das Handgemenge hineingeraten, nicht? Sie und alle anderen haben ja die Polizei so lange gefrotzelt und schließlich mit Steinen und leeren Flaschen angegriffen, bis die Polizei nicht mehr anders hätte können, als sich zu wehren. Also bitte, jetzt kein Vorwurf an die falsche Adresse. So, Ruhe da! Ruhe! Ich hätte alle Gutes Saal Ruhe zu haben. Ich bin ja ein überzeugter Demokrat, also bitte Sie, ruhig sein. Ruhe! Gehen wir weiter. Also, nachdem der polizeigefreite Wiederkehr freigesprochen worden ist, haben Sie also beschlossen, sich zu rächen. Ja, ich habe mir gesagt, einmal muss alles ein Ende haben. Was muss ein Ende haben? Ja, immer haben die Erwachsenen recht. Wir Jungen, wir sind blöd und dumm und verstehen sowieso nichts. Die Erwachsenen wissen alles besser, können alles besser und machen natürlich nie Fehler. Aber mit dem ist jetzt fertig. Schauen Sie doch einmal Ihre Welt an, Herr Präsident. Sie haben graue Haare auf dem Kopf. Sie sind ein alter Mann. Sie sind sogar Richter. Aber zu was für einer Welt gehören Sie? Ein Erster Weltkrieg, ein Zweiter Weltkrieg, Krieg in Vietnam, Krieg in Korea, in Biafra, fürs Militär und für die Atombomben und Raketen und die irrsinnigen Flugzeuge. Für all das haben wir Geld. Und auch für die Polizei und für Wasserwerfer. Aber für uns haben wir kein Geld. Ich weiss schon, warum wir kein autonomes Jugendzentrum haben sollen. Ihr alle wollt nur verhindern, dass wir Jungen zusammen sind. Ihr alle habt nur Angst, wir Jungen könnten selbstständig anfangen zu denken. Und wenn euch allen nichts mehr hilft und ihr keine Einfälle mehr habt, dann setzt ihr die Polizei ein. Und am liebsten hättet das Militär auf euch schiessen lassen. So, jetzt lange, Herr Schwertfeger. Sie sind doch nicht da, um mir sättigen Blödsinn an den Kopf zu rühren. Sie sind da der Anklagte und haben sich dafür zu verantworten, weil Sie einen unschuldigen Polizist zusammengeschlagen haben. Unschuldig ist gut! So, Allerdings! Ruhe! Herr Präsident, ich hätte noch eine Zusatzfrage. Bitte, Herr Staatsanwalt. Der polizeigefreite Wiederkehr ist mit einem Knüppel verprügelt worden. Auf die Frage, woher Sie den Knüppel bekommen haben, haben Sie noch nie Antwort gegeben. Würden Sie es heute sagen? Sie werden lachen. Aber seit dem Sonntagmorgen ist mindestens ein Schroter ohne Knüppel heimgekommen. Mit anderen Worten, Sie haben einem Polizisten einen Knüppel weggenommen. Nicht ich, ein Freund. Und wie heisst der Freund? Das sage ich natürlich nicht. Und dann noch etwas anderes. Warum haben Sie eigentlich einen Freund mitgenommen in derselben Nacht? Oder will ich Knecht gar nicht mitnehmen? Er wollte mitkommen. Und warum? Das weiss ich doch nicht, dann müssen Sie schon selber fragen. Sie sind heute noch davon überzeugt, dass der Herr Wiederkehr Sie geschlagen hat. Sicher. Der Vorfall liegt jetzt 5 Monate zurück. Würden Sie heute noch genau gleich handeln? Glauben Sie, es hätte sich in diesen 5 Monaten etwas geändert? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Schauen Sie doch einmal zurück. Mit was für einer Geschwindigkeit hat man die Demonstranten abgeurteilt?
Und wie langsam läuft die Untersuchung gegen die Polizei? Sie bereuen also nichts, mit anderen Worten? Ich habe nichts zu bereuen. Selbstverständlich haben Sie sich beim Herrn Wiederkehrer nicht entschuldigt. Der soll sich zuerst einmal bei mir entschuldigen. Keine Frage mehr. Ja, dann können Sie absitzen, Herr Schwertfeger. Wir wollen jetzt den Herrn Wiederkehrer als Zeugen anhören. Herr Wiederkehr, bitte. Sie sind der Herr Wiederkehr Albert. Jawohl, Herr Präsident. Am 4. April 1932 Zürich geboren, verheiratet, 4 Kinder. Jawohl, Herr Präsident. Der Ordnung halber muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie im heutigen Prozess als Zeugen aussagen, dass Sie die Wahrheit und nicht als die Wahrheit sagen müssen, dass Sie empfindlich bestraft werden, wenn Sie bewusst und mit Absicht nicht die Wahrheit sagen. Ja, das ist klar, Herr Präsident. Sie sind seinerzeit von Schuld und Strafe freigesprochen worden. Das Urteil ist rechtskräftig und darum habe ich Sie zu selber Sache nicht mehr nachzuhören. Aber ich möchte gleich noch einmal darauf zurückkommen. Und ich bitte Sie, uns, wenn möglich, zu erzählen, wie Sie das Ganze gesehen haben. Ich meine, das ab 29. Juni. Wo sind Sie im Einsatz gewesen und wie lange und so weiter und so weiter. Ja, als Herr Präsident, dazu kann ich wirklich nicht viel erzählen. Ich habe am selben Tag meinen Dienst am Nachmittag um 4 Uhr antreten. Etwa am 6 Uhr habe ich mit meinem Detachement Stellung vor dem Globus-Eingang bezogen. Es hat geheißen, der Knüppel darf erst auf Befehl vom Kommandant verwendet werden. Und an den Befehl haben wir uns auch gehalten. Das heisst, wo Sie dann den Knüppel wirklich gebraucht haben, haben Sie die Erlaubnis dazu gehabt. Ja, das ist ganz klar, Herr Präsident. Und haben Sie den Knüppel auch wirklich gebraucht? Ja, also ich muss schon sagen, gewisse Zeitungen haben also schambar übertrieben. Man hätte ja können meinen, wir wären alles brutale Schläger. Ja, über das wollen wir uns heute nicht unterhalten. Ich möchte von Ihnen lediglich hören, ob Sie geknüppelt haben oder nicht. Also das ist schon so lange zurück, dass ich mich kaum mehr daran erinnere. Ja, aber wo Sie als Anklagter vor Gericht gestanden sind, haben Sie sich ganz genau können erinnern, dass Sie dem heutigen Anklagten Uli Schwertfeger nie begegnet sind. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch? Ich will nicht sagen, ich hätte den Knüppel nicht gebraucht, aber ich kann einfach nicht mehr sagen, in welchem Augenblick. Und der Uli Schwertfeger, also wirklich ein Präsident, ich kann mich an den Bursch nicht erinnern. Wäre es dann möglich, dass ein Kamerad von Ihnen den Herrn Schwertfeger zusammengeschlagen hat? Auf diese Frage kann ich mit dem besten Willen keine Antwort geben. Möglich. Möglich ist alles. Der Herr Schwertfeger hat Sie aufgrund von einer Foto identifiziert. Also schauen Sie, Herr Präsident, ich meine, in der Uniform sieht doch ein Polizist wie der andere aus. Sie schliessen also aus, dass Sie irgendeinen von den Demonstranten geschlagen haben? Ja, ich habe mich vielleicht einmal gewehrt, ja. Da haben wir ihn wieder, den Feigling. So, sind Sie so gut und schwiegen Sie. Aber sagen Sie, Herr Präsident, finden Sie es denn nicht auch himmeltraurig, dass ein ausgewachsener Mann nicht einmal imstande ist, zu dem zu stehen, was er gemacht hat? Aber eben, so sind ihr halt alle. Vorne durch gehen ihr euch aufgeschlossen und modern. Aber wenn es darauf ankommt, jetzt habe ich aber genug von deiner Impertinenz. Kann sicher sein, dass wir jetzt wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Das müssen wir jetzt allerdings so. Raus mit seinen Gerichten! Ruhe, sag ich! Hat der Herr Staatsanwalt oder der Herr Verteidiger noch Fragen an Zeugen Wiederkehr? Nicht. Also dann gehen wir weiter. Herr Präsident. Sie, Herr Verteidiger, also bitte sehr. Ich möchte Ihnen, Herr Wiederkehr, noch ein paar Fragen stellen. Ihr Freispruch ist zwar rechtskräftig und wir wollen nicht dran rütteln. Heute würde mich eigentlich mehr die Frage interessieren, was Sie persönlich von dieser Demonstration halten. Sie sind ja nicht nur Polizist, Sie sind ja auch noch Bürger. Ich will sagen, Sie haben ja auch noch ein Privatleben. Ja, also, ich meine, also wir haben auch müssen folgen, als wir jung sind. Und ja, das Ganze kommt ja aus dem Ausland. Ich will sagen, so etwas ist ja wirklich unschweizerisch. Schließlich meine ich, sind wir eine Demokratie und da muss man ja die jungen Leute auch nur anschauen, wie wenn sie gerade aus dem Urwald kämen. Haben Sie selber eine frohe, zufriedene Jugendzeit gehabt? Es ist so gegangen. Auf alle Fälle sind wir nicht amerikanisch erzogen worden. Was verstehen Sie unter amerikanisch erziehen? Gofen haben immer recht. Können machen, was sie wollen. Sie sind eher streng erzogen worden. Also mindestens 4-mal in der Woche hat es dann geklopft. Und wie? Was war der Vater? Gewöhnlich ein Arbeiter. Wo hat er gearbeitet? Er war Dreher in der Maschinenfabrik Oerlikon. Er lebt nicht mehr. Ja, er ist gestorben, als ich 17 war. Wie viele Kinder sind ihr die Heime? 5. Ich bin der zweitjüngste, 3 ältere Schwestern. Der Jüngste ist also ein Bruder. Ist er auch bei der Polizei? Nein, ich bin der Einzige. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern? Also
vor dem Vater haben wir natürlich einen schammbaren Respekt gehabt. Und ja, die Mutter war fromm. Also Kalbereien hat es dann bei uns nicht gegeben. Herr Wiederkehr, warum sind Sie Polizist geworden? Herr Doktor, ich möchte Ihnen die Möglichkeiten zur Verteidigung von Ihrem Mandant wahrhaftig nicht beschneiden. Muss aber doch fragen, was soll der Versuch, das Opfer in Täter umzufunktionieren? Heißt das, dass ich im Zeugen Wiederkehr keine Fragen mehr stellen darf? Das habe ich nicht sagen. Wenn Sie meinen, also bitte. Also, Herr Wiederkehr, warum sind Sie Polizist geworden? Weil ich Freude daran habe. Na, was macht Ihnen denn Freude an Ihrem Beruf? Man hat viel Abwechslung. Man hat es mit aller Gattung Leuten zu tun. Ja, und schliesslich ist es eine sichere Sache. Und wenn Sie zum Beispiel zu einem so einem Einsatz befohlen werden, wie am 29. Juni, was denken Sie denn? Denken Sie, dass Sie richtig mit so vielen erwachsenen Männern, sogar bewaffnet, gegen Schüler und Studenten kämpfen? Ja, also das ist doch klar, dass unser Eis da nicht lang zu fragen hat. Ich meine, wenn man Polizist ist, hat man einfach das zu machen, was einem befohlen wird. Denken müssen schon die weiter oben. Ja, selbst schon, aber eigentlich wollte ich von Ihnen hören, ob Sie sich trotzdem eigene Gedanken machen. Also ich bin für Ruhe und Ordnung. Wir haben eine Demokratie. Sind Sie sicher, dass die Demokratie immer eine Demokratie ist? Absolut. Glauben Sie persönlich, die jungen Menschen hätten keinen Anlass zu reklamieren? Also wenn Sie mich fragen, das kommt doch alles nur von den Kommunisten. Und gegen die sind wir sowieso. Meinen Sie? Absolut. Ja, und wo Sie am selben Abend den Uli verprügelt haben Sie dort eigentlich einen Kommunist verprügelt? Ja, im Grunde genommen schon. Nein, und das heisst... was haben Sie so gedacht, wo der Uli Sie überfallen hat? Ja, also im ersten Augenblick habe ich gemeint, das sei ein Raubüberfall. Ich meine, wie denken Sie über die Tatsache, dass ein junger Mensch auf diese Art einen Polizist verprügelt? Dass er ihn überhaupt verprügelt? Ja, das ist einfach impertinent, das ist unglaublich. Da sehen wir, wie weit das wir gekommen sind. Also ich finde eigentlich kein Wort für das. Herr Wiederkehr, wenn Sie zum Strafmaß etwas zu sagen hätten, wie viel gäbten Sie dem jungen Mann? Frisch gesagt, so einer gehört in eine geschlossene Erziehungsanstalt. Sagen Sie, Herr Wiederkehr, Sie sind doch schon einmal in eine Strafuntersuchung verwickelt gsi wegen Misshandlung von einem Untersuchungsgefangenen. Ja, aber dieselbe Untersuchung ist dann sistiert worden. Ja, das ist klar. Ihr sind zu vierte gsi und der Untersuchungsgefangene ist allein gsi. Aber Sie haben immerhin zugegeben, dass Sie Gewalt angewendet haben. Sag mal. Ich habe eigentlich mit diesem Fall gar nichts zu tun. Ich bin zufällig dazugekommen, als sie ihn aus dem Auto nehmen wollten. Der hat ja tobert wie ein Wahnsinniger. Und da habe ich zu meinen Kollegen gesagt, also lasst mich noch machen, ich hole euch den schon raus. Und ja, so hat es halt eine kleine Prüglerei abgesetzt. Aber nur weil der andere sich so sautum aufgeführt hat. Danke, Herr Wiederkehr. Keine Frage mehr. Niemand mehr Fragen? Dann sind Sie entlassen, Herr Wiederkehr. Weibel, rufen Sie Herr und Frau Schwertfeger zu uns. Herr und Frau Schwertfeger, bitte. Sie sind der Herr Schwertfeger? Ja. Und Sie sind Frau Schwertfeger? Ja. Herr Schwertfeger, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie jede Aussage verweigern können als Vater vom Anklagten. Ich denke nicht dran, Herr Präsident. Was der Uli gemacht hat, geht auf keine Kuhhaut. Und er soll dazu stehen. Und strafen dann nur richtig. Es gehört um einen Wegentracht. Herr Schwertfeger, wir erwarten von Ihnen nicht in erster Linie Ratschläge, wie man mit Ihrem Sohn verfahren soll. Sondern ich möchte, dass Sie mir ein paar Fragen beantwortet. Ja? Herr Schwertfeger, Sie wissen ja, was Ihrem Sohn zur Last gelegt wird. Was sagen Sie dazu? Ich habe mehr als 1000 Diensttage. Ich bin im Vorstand vom Unteroffiziersverein. Ich habe gute Freunde bei der Polizei. Ich bin Chefbuchhalter von einem renommierten Unternehmen. Ich bin im Kirchenchor Unterstrasse. Und ausgerechnet ich muss so einen Sohn haben. Sind Sie auch in einer politischen Partei? Nein, Politik interessiert mich nicht. Das ist doch Hans was heirig. Ja, das wäre alles. Ich nehme an, der Herr Verteidiger wird noch ein paar Fragen über das Privatleben stellen. Herr Schwertfeger, wenn ich Sie frage, wie Sie den Uli erzogen haben, wie würden Sie Ihre Erziehung charakterisieren? Vielleicht bin ich zu larsch gsi. Wahrscheinlich habe ich ihm zu viel Freiheit gelassen. Bei den anderen jedenfalls bin ich härter gsi. Herr Schwertfeger, haben Sie gewusst, dass sich Ihr Sohn so stark für Politik interessiert? Ich habe ihm sie auch verboten. Ja, was haben Sie ihm verboten?
Ich habe ihm mehr als einmal gesagt, wenn er mit dem blöden kommunistischen Zeug nicht endlich aufhöre, stecke ich ihn in ein Internat, und zwar dann in ein katholisches, wo er endlich Vernunft Ach, annimmt. gib doch zu, dass du einfach nicht rauskommst. Ich komme schon draus. Ich weiss, was im 56 in Ungarn und im 68 in der Tschechoslowakei passiert ist. Und außerdem habe ich zweimal einen Vortrag gehört im Unteroffiziersverein. Und du wärst jetzt keine Schande für unsere Familie, wenn du auf mich gehört hättest. Ja, Herr Präsident, Sie müssen mich natürlich auch verstehen. Ich hatte es schwer genug, bis ich es zu dem gebracht habe, wo ich heute bin. Und ich habe ganz und gar keine Lust, meine Position zu gefährden, nur weil der Fiss Mucken im Hirn hat. Schauen Sie, mein Patron ist ein höherer Offizier und daneben dann noch im Kantonsrat. Und das ist mir schon unangenehm genug, als er mich nach dem 29. Juni gefragt hat, ob mein Sohn etwa auch demonstriert hätte. Und was haben Sie denn gesagt? Ich habe natürlich gelacht und gesagt, mein Sohn sei recht erzogen. Dabei hast du nicht einmal gewusst, dass ich demonstriert habe. Wenn ich es gewusst hätte, hättest du etwas erleben können. Wo der Ueli so böse zweckgerichtet heimgekommen ist, musste ich ihn buchstäblich vor dem Vater verstecken. Da musste ich dem Vater sagen, der Ueli habe eine Grippe. Ja, das war eben auch gerade so die Zeit, wo sie in der Geschäftsleitung darüber geredet haben, mich zum Vizedirektor zu machen. Weil ich ja als Chefbuchhalter eigentlich alle Transaktionen mehr oder weniger selbstständig mache und Prokura habe ich ja einen Weg schon. Ich will ja gar nicht sagen, bei uns sei alles wirklich zum Besten und wir hätten keinen Anlass noch zu verbessern. Aber ich meine halt... Ja, wir können ja reden miteinander. Eben gerade reden kann man nicht mit dir. Wenn es auf dich abkommt, siehst du immer nur eins, deine Karriere, deine Position, dein Direktorentitel. Das Leben. Das Leben interessiert dich überhaupt nicht. Wenn ich nur schon denke, wie du mit der Mutter umgehst. Sie ist gerade noch rechts um den Kochen, um dir die dreckige Wäsche zu waschen. Aber seit ich auf dieser Welt bin, habe ich nie auch nur ein freundliches Wort von dir gehört. Von Liebe wollen wir gar nicht reden. Und ich weiss ganz genau, dass du im Grunde noch gegen mich bist, dass ich eigentlich in deinen Augen ein unerwünschtes Kind bin. Wo dich nur daran gehindert hat, deine Karriere zu machen. Und dich jetzt noch daran hindert. Und geheiratet hast du auch nur, weil die Mutter mal noch ein bisschen Geld gehabt hat. Jetzt langt's mir aber. Ich lasse mich doch von meinem eigenen Sohn nicht den Weg anstellen. Ich bin ein anständiger Mensch, ein sauberer Bürger, ein guter Familienvater. Und überhaupt. Herr Schwertfeger, erzählen Sie uns einmal, wie denn so ein Werktag bei Ihnen aussieht. Also, wir fangen im Büro am 8 Uhr an. Und es ist ganz klar, dass ich schon am 5 vor 8 Uhr dort bin. Schliesslich habe ich Untergebene. Und nichts schafft so viel Autorität, wie wenn der Vorgesetzte als Erster am Arbeitsplatz ist und als Letzter heimgeht. Das heisst also, dass ich um 5:30 Uhr aufstehe, ins Badzimmer gehe, mich rasieren und so, dann meine Frau wecken. Ja, warum wecken Sie Ihre Frau? Sie muss man doch zum Morgen machen. Und dann fahre ich ins Büro, also nach dem Kaffee. Und wenn ich im Büro bin, lese ich zuerst einmal Zeitungen. Dann schaue ich die Post durch, dann rufe ich die Sekretärin und diktiere. Und dann ist es 9 Uhr. Dann gehe ich zu einem Käferli und nach 10 Minuten komme ich zurück und arbeite bis um 11:45 Uhr. Dann fahre ich heim und esse zum Mittag und dann mache ich ein Schläfchen von einer halben Stunde. Und dann fahre ich wieder ins Büro, arbeite bis um 5 Uhr. Und dann gehe ich wieder heim und Punkt 6:30 Uhr wird es Nacht gegessen und dann ist Feierabend. Wie manchmal reden Sie eigentlich mit Ihrem Sohn, Herr Schwertfeger? Wie meinen Sie das? Ja, ganz einfach. Wie manchmal reden Sie mit dem Uli über seine Probleme? Ja, oder über Ihre? Wir haben kein Problem. Der Uli weiss ganz genau, was er zu tun hat. Und im Übrigen ist die Mutter für das da. Ich kann mich nicht auch noch mit den Kindern umschlagen. Sie haben also nie gewusst, dass der Uli mit anderen jungen Leuten zusammengekommen ist, dass er sich politisch engagiert hat, dass er recht viel an die Riviera runtergegangen ist und dass er an der Demonstration vom 29. Juni 68 mitgemacht hat. Das schwöre ich Ihnen, Herr Doktor. Wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich dem Buter dahinter versollt. Sagen Sie, Herr Schwertfeger, haben Sie nie gewusst, was Ihr Sohn so macht oder so denkt? Ja, wie gesagt, die Erziehung der Kinder ist schliesslich die Aufgabe der Mutter. Na und jetzt, wo Sie alles wissen? Ja, jetzt muss er die Suppe auch auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Ist das alles? Ist natürlich klar, dass sich so etwas nicht wiederholt. Und wie wollen Sie das verhindern? In Zukunft bleibt der Uli zu Abend einfach daheim. Und am Samstag, Sonntag auch. Basta. Vielleicht redet man dann nach der Verhandlung noch unter 4 Augen über das, Herr Schwertfeger. Ja, und jetzt noch ein paar Fragen an Sie, Frau Schwertfeger. Sie haben ja gehört, was Ihre Mann gesagt hat. Haben Sie eigentlich gewusst, was für Reise Ihren Uli verkehrt hat? Nicht eigentlich. Ja. Hat Ihr Sohn nie Freunde heimgebracht? Ja, als er noch ein Bub war, schon, aber in letzter Zeit... Der Uli hat sich auch mir gegenüber immer mehr verschlossen.
Hat Sie das, wo der Ueli sich die Schulden geholt hat, überrascht? Ja und nein. Mehr ja oder mehr nein? Ja, ich meine, neu durch verstehe ich den Ueli schon auch. Ja, das wäre von mir aus alles, Frau Schwertfeger. Wenn die Verteidigung nicht noch mehr wissen will, dann... Ja, ich hätte noch ein paar Fragen an Frau Schwertfeger. Bitte. Haben Sie im letzten Jahr nie den Eindruck gehabt, Frau Schwertfeger, der Uli verheimliche Ihnen gegenüber etwas? Nein, nicht gerade verheimlichen. Hat der Uli mit Ihnen über politische Probleme geredet? Von Politik verstehe ich doch nichts. Der Uli trägt die Haare, wie er mir gesagt hat, schon seit 2 Jahren ordentlich lang. Hat Ihnen das etwas gesagt? Ich bitte die Verteidigung, Zeugeneinvernahmen nicht unnötig auszudehnen und Zeugen nicht mit Fragen zu belästigen, die nichts mit dem Fall zu tun haben. Herr Präsident, entschuldigen Sie, ich glaube, meine Fragen sind durchaus sinnvoll. Aber ich werde mir Mühe geben und mich so kurz wie möglich halten. Frau Schwertfeger, wo der Uli an diesem Sonntagmorgen nach der Krawallnacht heimgekommen ist, haben Sie das mal mit Ihrem Mann über den Vorfall geredet? Nein. Warum nicht? Es ist halt schon lange nicht mehr gut gegangen zwischen den beiden. Hat es viel Streit gegeben? Manchmal ist der Ueli im Vater halt schon frech gekommen. Ich habe ihm nichts als die Wahrheit gesagt. Ja, getötet hat er mich. Jetzt hätte ich aber noch ein paar Fragen. Sagen Sie, Uli, was haben Sie denn Ihrem Vater so alles an den Kopf gerührt? Ja, er sei ein verlogener Bünzli und er kommt überhaupt nicht raus. Und er hat keine Ahnung von dieser Welt. Und wegen was haben Sie das gesagt? Weil jedes Mal, wenn eine Demonstration war, hat er gesagt, die Demonstranten müssten wir einsperren. Und wenn ich ihn dann gefragt habe, warum, dann hätte er nur sagen, darum. Ja, was sind denn das für Demonstrationen gewesen? Ja, gegen die Atomwaffen und gegen den Krieg in Vietnam und gegen Napalmbomben. Und ich habe mal gesagt, er sei nur darum für die Amerikaner, weil er in einer amerikanischen Firma arbeitet. Ich bin für die Amerikaner, weil ich für die Freiheit bin. Da gehört es ihm selber. Also über diese Frage wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ich stelle also fest, dass es zwischen dem Vater und dem Sohn heftig Streit über politische Fragen gibt. Streit? Ich habe nur meine Meinung gesagt und links liegen lassen. Streiten kann man nur mit jemandem, der rauskommt. Ja, das wär's für den Moment. Dann wollen wir einmal den Mithelfer, den Willi Knecht, als Zeugen anhören. Herr Knecht, bitte. Sie sind der Herr Knecht, Ja, geboren am 3. Mai 1951. ja. Sie sind zu dieser Verhandlung als Zeuge und nicht als Anklagter geladen worden. Ist Ihnen das klar? Selbstverständlich, Herr Präsident. Sie wissen, dass Sie die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen müssen und dass Sie mit einer empfindlichen Strafe zu rechnen haben, wenn Sie uns anlügen. Ich lüge doch nicht. Sie wissen, wegen was Ihr Freund heute vor Gericht steht. Ja. Gegen Sie läuft ein Besonderungsverfahren. Sie müssen also alles, was Sie selber belasten können, nicht sagen. Ich kann nichts verheimlichen. Seit wann kennen Sie Ihren Freund? Wir haben uns im Crashout kennengelernt. Das ist das Lokal, wo Speedmusik macht. Ja, Was sind Sie von Beruf? ich mache ein Gimmi. Welche Klasse? Ich muss in einem Jahr die Matur machen. Sind Sie ein guter Schüler? Wie man es nimmt, es gibt schlechtere. Gehen Sie gerne in die Schule? Ja und nein. Manchmal stinkt es auch mehr, man hat einen Verleider. Manchmal geht es ganz gut. Haben Sie noch Geschwister? Ich habe eine Schwäche, die ist 2 Jahre älter und wird Krankenschwester. Und was wollen Sie werden? Sehr wahrscheinlich mache ich Naturwissenschaften, Biologie. Ihre Eltern leben noch? Ja, Was ist Ihr Vater? Direktor bei einer Versicherungsgesellschaft. Ihre Mutter ist Hausfrau. Nein, sie ist Apothekerin. Ah, Ihre Mutter arbeitet. Ja, sie ist sozusagen Direktorin der Apotheke von ihrem Vater, von meinem Großvater. Der arbeitet nur noch aushilfsweise. Und jetzt etwas anderes. Was sagen Sie zu dem, was Ihr Freund da gemacht hat? Was ist ihm anders übrig geblieben? Mit anderen Worten, Sie sind einverstanden mit dem, was er gemacht hat? Jawohl. Sie finden Selbstjustiz richtig? Nein, ich finde das im Prinzip nicht richtig. Aber wenn ein Mensch diesen Weg in die Enge treibt, wenn man einem diesen Weg Unrecht tut, dann muss er sich einfach selber helfen. Auch wenn er dabei gegen das Gesetz verstößt? Das Gesetz ist nicht etwas Heiliges. Das Gesetz wird von Menschen für die Menschen gemacht. Es gibt Gesetze, die schon lange veraltet sind. Gesetze kann man Ja, ändern. einverstanden. Wir haben ja eine Demokratie. Ja, dunkelt mich. Es gibt einen legalen Weg, veraltete Gesetze zu ändern. Sie wissen doch selber, dass das alles nur Phrasen sind. Sie wissen doch selber, dass es für eine Gesetzesänderung eine Initiative braucht. Dann eine Abstimmung und für eine Abstimmung braucht es Propaganda. Sagen Sie uns einmal, wie wir jungen Leute einen Abstimmungskampf finanzieren könnten. Abgesehen davon, wir haben ja gar kein politisches Recht. Wir haben ja nicht einmal in der Schule ein Mitspracherecht. Hey, aber was wollen Sie denn mitreden in der Schule? Die Schule ist bekanntlich der Ort, wo man Menschen macht. Wo man Menschen zu dem macht, was sie später sind. Und darum stellt sich für die heute das Schulprogramm aufstellen, die Frage, was für zukünftige Menschen wollen wir? Die Antwort?
Wir wollen brauchbare, folgsame, nützliche Menschen. Wir aber wollen nicht einfach das Werkzeug für die Wirtschaft und die Industrie werden. Wir wollen zum Beispiel in erster Linie freie und glückliche Menschen werden. Und dann wollen wir zum Beispiel einen richtigen Aufschluss über die Weltgeschichte. Wir wollen die wirklichen Hintergründe und Ursachen von all diesen Kriegen erfahren. Und darum wollen wir zum Beispiel einen anderen Geschichtsunterricht. Also hören Sie, Herr Knecht, das Gericht ist wirklich nicht der Ort, um über solche Fragen zu diskutieren. Das Gericht verurteilt und bestraft Menschen. Folglich müssen die Richter darüber diskutieren, warum es Menschen gibt, die sie verurteilen und bestrafen müssen. Die Richter müssen sich die Frage stellen, liegt es an diesen Menschen oder liegt es an den Gesetzen? Die Richter müssen wissen, dass alle Gesetze immer und immer von denen gemacht werden, die die Macht in den Händen haben. Nur der kann ein Gesetz beim Volk durchbringen, das die Macht schon hat. Und wer Macht hat, hat das Geld. Und wer das Geld hat, hat die grosse Zeitung und hat Einfluss auf das Fernsehen und das Radio. Am Ohnmächtigen und Armen bleibt meistens nur noch die Strasse. Und wenn er auf die Strasse geht, kommt eine bewaffnete Polizei und schlägt ihn zusammen. Also hören Sie jetzt auf, tätige Halbwahrheiten durchzugeben. Von einem Parlament haben Sie etwa noch nie gehört. Ja, dann müssen Sie aber auch sagen, was für Leute eine faire Chance haben, überhaupt ins Parlament zu kommen. Die in unserem Parlament sitzen, das sind zum Vornherein Partei- und Regierungstreu. Genau so, wie man sie in der Schule erzogen und verzogen hat. Und die Richter zählen Sie auch zu denen? Wer wird denn Richter? Zuerst einmal muss er in der richtigen Partei sein. Dann muss er ganz brav eine schöne Karriere machen, darf ja nicht aus der Reihe tanzen. Es kommt doch nicht von nichts, dass ein Prügelpolizist freigesprochen wird und ein kleiner Demonstrant wird mit Gefängnis gestraft. Kommen wir zur Sache. Wir haben jetzt lang genug Ihre unreifen Gedanken. Ja, da haben wir es wieder. Statt dass Sie auf meine Fragen eingehen, tun Sie mich beleidigen. Dazu möchte ich nur noch sagen, unsere politischen Überlegungen sind also unreif. Aber vor dem Gericht sind wir volljährig. Auch ein schöner Widerspruch. Sie müssten doch jetzt logischerweise erklären, der Anklagte habe aus Unreife gehandelt, also können wir ihn dafür nicht verurteilen. Mich interessiert jetzt nur noch eine Frage. Sie haben also gewusst, dass Ihr Freund Uli Schwertfeger den Polizist Wiederkehr hat verprügeln. Der Uli ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, was er vorhat und hat mich um Rat gefragt. Und wie ist der Rat ausgefallen? Ich habe zuerst gesagt, er soll es doch bleiben lassen. Sie haben ja einen Weg kürzer, so oder so. Aber als ich gemerkt habe, dass er nicht vom Plan abzubringen ist, habe ich gedacht, so eine Demonstration könnte auch positive Wirkungen haben. Jetzt reden Sie von einer Demonstration? Das war eben auch eine Demonstration. Und ich bin nur einverstanden, wo der Uli eingesehen hat, dass es nie Rache sein darf, sondern eben eine Demonstration. Und was soll dabei rausschauen? Da? Das, was jetzt rausgeschaut hat. Gerichtsverhandlungen, Zeitungsbericht, sodass Behörden und Lehrer und die Eltern endlich mal merken, was geschlagen hat. Ja, aber was? Es wäre ja gar nicht dabei rausgekommen, wenn der Überfallene nicht zufällig die Stimme von Ihrem Freund hätte identifizieren können. Ja, der Uli hat auch immer gemeint, wir sollten uns nicht verwutschen lassen. Und darum habe ich ihm doch zugerufen, gib ihm. Und so hat er sich übertölpeln lassen und hat Antwort gegeben. Und so hat der Polizist seine Stimme gehört. Ja. Ja, das ist... Ja, aber das gibt ja einen ganz neuen Tatbestand. Eigentlich sind Sie in dem Fall der Haupttäter. Wie man es nimmt. Ich habe einfach gedacht, wenn schon muss prügelt sein, dann soll es auch einen Sinn haben. Ja. Ja, gehen wir weiter. Sie können den Saal verlassen oder auf der Zuschauerbank Platz nehmen. Mit dem hätten wir die persönliche Befragung und Zeugeneinvernahme abgeschlossen. Und ich bitte den Herrn Bezirksanwalt, seine Klage zu begründen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Herren Richter. Ich glaube, ich kann es heute sehr kurz machen. Der Angeklagte ist, wie Sie ja selbst gehört haben, geständig. Es bleibt mir lediglich zu sagen, dass der Angeklagte sich in der Voruntersuchung bedeutend weniger freundlich aufgeführt hat. Und dass als neues, ja überraschendes Moment die These, es habe sich um eine Demonstration gehandelt, dazukommt. Nun, ich habe nicht den Auftrag, die Zeugenaussagen zu würdigen, sondern ich bin hier, um die Anklage zu begründen. Der Tatbestand der Anwendung von Gewalt gegen Beamte ist erfüllt. Ich beantrage dem Gericht, den Angeklagten mit 1 Monat Gefängnis zu bestrafen. Begründung: Der Angeklagte hat besonders heimtückisch gehandelt. Er hat seinem Opfer bei Nacht und Nebel aufgelauert, hat es blutig geschlagen und der Angeklagte, wie wir gehört haben, hat er nichts anderes als Rache üben wollen. Die These, es habe sich um eine Demonstration gehandelt, müssen wir nicht ernst nehmen. Ich gebe aber zu, es ist ein geschicktes Manöver des Zeugen Willi Knecht. Und ich würde ihm eine sichere Karriere voraussagen, falls er Strafverteidiger statt Naturwissenschaftler werden wollte. Nur eben, der Racheakt kann von uns aus betrachtet nicht in eine Demonstration umfunktioniert werden. Abgesehen davon würde auch damit der objektive Tatbestand nicht aus der Welt geschafft. Nun, meine Herren, ich bin keineswegs jugendfeindlich gesinnt.
Ich zweifle keinen Augenblick daran, dass in unserer Gesellschaft noch vieles nicht stimmt. Ich spreche der Jugend auch nicht das Recht ab, zu protestieren. Aber wir müssen uns ein für alle Mal klar sein, dass es so nicht geht. Ich plädiere nur darum für eine drastische Strafe, weil ich überzeugt bin, dass wir endlich einmal ein Exempel statuieren müssen. Der Angeklagte beruft sich darauf, das Opfer sei quasi unrechtmäßig freigesprochen worden. Nun ist es aber nicht die Aufgabe des einzelnen Bürgers, vermeintliches Unrecht in dem Sinne auszugleichen, wie das der Angeklagte versucht hat. Es wäre ja damals möglich gewesen, gegen das Urteil, das den Polizeigefreiten Wiederkehr freigesprochen hat, Berufung einzulegen. Aber statt den Weg des Rechtes und des Gesetzes zu gehen, hat es der Angeklagte vorgezogen, Selbstjustiz zu üben. Dem Angeklagten kann die Wohltat des bedingten Strafvollzuges gewährt werden. Für ihn spricht seine Jugendlichkeit und zweifellos ist er auch ein Opfer einer Art von Verwahrlosung. Ferner fällt strafmildernd in Betracht, dass er von Anfang an geständig gewesen ist. Mehr habe ich zu diesem Fall nicht auszuführen. Ich danke dem Herrn Bezirksanwalt und übergebe jetzt das Wort dem Herrn Verteidiger. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Herren Richter, zunächst einmal danke ich dem Herrn Präsidenten, dass er meiner Anregung, so viele Zeugen hier und heute nochmals zu vernehmen, gefolgt ist. Ich gebe zu, auch ich hatte damit eine Form von Demonstration im Sinn. Und nun zur Sache. Ich beantrage dem Gericht, den Angeklagten mit einer Woche Haft zu bestrafen. Und diesen Antrag möchte ich folgendermaßen begründen. Der Angeklagte ist, wie wir gehört haben, von der ersten Stunde an geständig. Ja, mehr als das. Er hat sich sogar noch selber stark belastet, indem er von Anfang an erklärt hat, er habe die Tat sozusagen von langer Hand vorbereitet. Nun ist es üblich, dass die Praxis solches von langer Hand vorbereiten als besonders verwerflich einstuft, während wir bereit sind, sogenannten Affekthandlungen gegenüber milder zu sein. Ich bin aber der Meinung, bei der Tat des Angeklagten handle es sich ebenfalls um eine Affekthandlung. Das Unrecht, das ihm angetan worden ist, indem seinem Opfer quasi Recht gegeben wurde, hat ihn während Wochen Tag und Nacht gequält, bis er auf den erlösenden Gedanken kam, sich selbst zu rächen. Es ist wahr, wir kennen das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn im alttestamentarischen Sinne nicht. Wir anerkennen es auch nicht. Aber, und das ist der springende Punkt, wir wenden dieses Gesetz trotzdem bei jeder denkbaren Gelegenheit an. Nicht hier, nicht im Gerichtssaal, aber draußen im Leben. So meine ich, was der junge Angeklagte getan hat, ist gar nicht so jenseits von allem, was wir alle täglich tun. Immerhin, von alleine hat er ja nicht darauf kommen können. Irgendwo und irgendwann muss er es ja gelernt haben, dass man vielleicht auch auf diese Weise zu seinem Recht kommen könnte. Ich kenne das Argument, wir seien eine Demokratie und wir wollten unsere Probleme eben auf demokratische Weise lösen. Ich weiß auch, dass wir die Anwendung von Gewalt grundsätzlich ablehnen. Aber ich möchte hier und jetzt darauf aufmerksam machen, dass wir alle trotzdem schnell dabei sind, Gewalt anzuwenden. Und so meine ich, ist auch der Einsatz von Polizei gegen jugendliche Demonstranten bereits Gewaltanwendung. Bravo! Stimmt, bravo! Und wir haben ja inzwischen alle gehört, dass der Stadtrat sogar den Einsatz von Militär erwogen hat. Und wie es mit der demokratischen Praxis beschaffen ist, sollten wir hier und heute auch einmal erörtern. Eine Minderheit, und dazu erst noch eine jugendliche Minderheit, kann ihre Wünsche und Forderungen beim besten Willen nicht auf dem sogenannten demokratischen Weg durchsetzen. Dieser Minderheit fehlt es zum Beispiel an Geld, um Abstimmungskampagnen zu führen. Aber nicht nur das, diesen Jugendlichen fehlt es auch an Erfahrung. Sie wissen einfach nicht, wie man das demokratische Instrumentarium handhabt. Und nun frage ich, wo sind denn die Erwachsenen, die diesen Jugendlichen helfen sollten, ihnen beistehen sollten? Wo ist jener Gemeinde- oder Kantonsrat, der sich ganz und gar für diese Jugendlichen einsetzen würde? Richtig! Jawohl, Wenn genau! wir für einmal ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass alle miteinander die Konflikte und Probleme unserer jungen Menschen links liegen lassen. Wir haben angeblich Gescheiteres zu tun. Hingegen sind wir wieder sehr schnell dabei, wenn wir aus dem Hunger dieser Jungen Kapital schlagen können. Ich möchte da als konkretes Beispiel nur von den Beatles reden. Die Beatmusik ist entstanden als Protest gegen die verhärtete Welt der Erwachsenen und Reichen. Die Beatles, wie heute jedermann weiß,
waren sogenannte Jugendkriminelle in Liverpools Armenviertel. Niemand, kein Mensch hatte ihnen helfen wollen. Ertappte man sie auf ihren Streifzügen gegen das Eigentum anderer, warf man sie bedenkenlos in die Gefängnisse. Später aber, als sie mit ihren Rhythmen und Melodien die Jugend der ganzen Welt in Bann schlugen, in diesem Moment kamen die Erwachsenen ihnen zu Hilfe. Aber wie halfen diese Erwachsenen jenen jungen Menschen? Sie machten und machen Geschäfte mit ihnen. Meine Herren Richter, ich habe mich stundenlang mit den Jugendlichen, die sich tagtäglich an der Zürcher Riviera Stelldichein eingeben, unterhalten. Und darum weiß ich heute, warum diese jungen Menschen sich dort treffen und warum sie unzufrieden sind und unglücklich. Und Sie alle, die der heutigen Verhandlung beigewohnt haben, wissen es jetzt auch. Ich will sagen, der familiäre Hintergrund des Angeklagten ist geradezu typisch. Er hat Modellcharakter. Und darum kann ich mich kurz halten. Ich glaube nicht, dass ich den Herrn Richter erklären muss, was Sie gehört haben. Die Schlussfolgerungen sind leicht zu ziehen. Exemplarischer können wir nicht mehr dartun, was es heißt, wenn wir sagen, wie groß die Schuld der Erwachsenen, also unserer Gesellschaft, gegenüber den jungen Menschen ist. Und darum wäre es eigentlich gerecht, wenn der Angeklagte freigesprochen würde. Dass das nicht geht, weiß ich. Aber ich hoffe, dass die Herren Richter die Mindeststrafe, die nach Gesetz eben noch zulässig ist, aussprechen werden. Ich habe geschlossen. Damit ist die Verhandlung geschlossen. Das Gericht zieht sich jetzt zur Beratung zurück. Die Parteien werden ersucht, im Wartezimmer oder im Korridor zu warten. «30 Tage Kiste.» Immerhin bedingt. Bedingt. Vorstrafe ist Vorstrafe. 30 Tage sind nicht zu verachten. Du bist ja noch davor gekommen. Davon ist gut. Hast du vergessen, was der Bezirksanwalt am Schluss gesagt hat? Dass er gegen mich Klage erhebe wegen Anstiftung. Da haben wir eine schöne Scheissgasse gelangt. Siehst, so sind ihr alle. Ihr seht immer nur euch ein bisschen Privatschicksal. Und gerade mit dieser Mentalität schafft ihr den anderen so schön in die Hände. Die wollen ja, dass jeder nur sich selber wichtig nimmt. Sein privates Glück oder Unglück, sein privates Wehwehli. Hast du noch nie etwas gehört von dem politischen Leitsatz von den alten römischen Diktatoren «Teile und herrsche»? Um das und um nichts anderes geht es auch heute. Wenn jeder immer nur sich selber sieht, haben die aber ein Lichtspiel. So können sie jeden einzeln abschiessen. Oder honorieren, falls er richtig spürt. Ja, und? Bin ich jetzt vorbestraft oder du? Wenn es auf mich allein abgekommen wäre, ich hätte dem Wiederkehr einfach ein paar verabfolgt und wäre davon. Ohne dass er mich kennt hätte. Aber wegen dir? Ja, das muss eine unerhörte Befriedigung sein, an einem Schmierlappenpaar verpassen. Merkst du denn nicht, dass du nur genau das Gleiche machst wie der andere auch? Es geht doch um etwas ganz anderes. So, und was denn? Jetzt ist das, was du gemacht hast, nicht einfach eine Kurzschlusshandlung. Es ist keine kriminelle Angelegenheit. Jetzt ist es eine politische Handlung. Das eben unterscheidet uns von diesen Handlangern. Polizisten schlagen einfach rein, wenn es ihnen befohlen wird. Die denken überhaupt nicht. Du aber bist jetzt eine revolutionäre Figur. Du bist aufgestanden, du hast demonstriert. Du hast einem Bützer, der heute noch meint, er sei ein freier Mensch, gezeigt, wo wir stehen. Die Polizei, die von denen angestellt ist, die die Macht ausüben, geht, was immer auch anstellt, straffrei aus. Du aber, der deutlich und unmissverständlich gegen die bestehenden Verhältnisse demonstrierst, du kommst 30 Tage Gefängnis über. Jetzt haben wir doch immerhin Klarheit. Jetzt kann kein Bürger mehr kommen und sagen, er sei halt nicht im Bild gewesen. Ja, also, wenn wir es so anschauen... Ja, anders darfst du es nicht anschauen. So, komm jetzt, Uli. Ja, ich komme ja. Also aus. Und pass auf, jetzt bist du jemand. Ja. Also, ciao und lütsch mir jetzt Abend an. Okay, mach keinen Fehler. Los, Uli. Los, es wäre mir lieber, du würdest in Zukunft nicht mehr mit dem Typ verkehren. Ja, was hast du gegen den Willi? Er hat dich ja nur belastet. Also wirklich. Du kommst immer noch nicht raus.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.